US-Auslandsgeheimdienst CIA richtet seine Aufmerksamkeit verstärkt auf den aufstrebenden Rivalen China. Der Direktor der CIA, William Burns, kündigte am Donnerstag die Gründung eines China-Missionszentrums an, das sich mit der globalen Herausforderung durch die Volksrepublik China befassen soll. Das russische Außenministerium verlangt für 3 amerikanische Diplomaten, dass ihr Diplomatenstatus aufgehoben wird. Sie sollen einen russischen Staatsbürger bestohlen haben. Nachdem die amerikanische Botschaft der Bitte nicht nachkam, werden russische Behörden die Diplomaten ausweisen. Satellitenbilder zeigen, dass China Kampfjets für die elektronische Kriegsführung auf Luftwaffenstützpunkten in der Nähe von Taiwan entsandt hat. Das Satellitenbild, das Chinas Luftwaffenstützpunkte in der Nähe von Ost-Taiwan zeigt, wurde von Kanada veröffentlicht und es zeigt einen J-16D Kampfjet, der auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Provinz Jiangxi untergebracht ist. In der Provinz Kunduz im Norden Afghanistans sind bei einer Explosion in einer Moschee mindestens 46 Menschen getötet worden. Offenbar handelte es sich um einen Selbstmordanschlag. Der IS reklamierte die Tat für sich. Die Biden-Regierung hebt Sanktionen gegen einen iranischen Raketenhersteller auf, den die Trump-Regierung mit Sanktionen belegte. Das US-Handelsministerium teilte schriftlich mit, dass die Sanktionen gegen Mammoet Industries und Mammoet Diesel aufgehoben wurden. 2 Kilo Steine sammelte die chinesische Raumsonde während ihrer spektakulären Mission auf dem Mond ein. Die Lavasteine sind nur 2 Milliarden Jahre alt. Die Mitbringsel der US-Astronauten waren dagegen 1 Milliarde Jahre älter. Das heißt, die Vulkane auf dem Mond waren definitiv deutlich länger aktiv, als sich von den alten Proben ablesen ließ. Am 7. Oktober trafen sich in Sarajevo der Präsident des Uigurischen Weltkongresses Dolkun Isa und der Präsident der Versammlung der internationalen osttürkischen NGOs, Hidayetullah Oğuzhan. Dieses Treffen fand im Rahmen des 4. Treffens des Rates für nationale Einheit in Osttürkistan statt. Am 8. Oktober wurde in der Hauptstadt eine Fotogalerie organisiert, um auf den Genozid in Osttürkistan aufmerksam zu machen.